Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, dann sprechen wir nochmal mit Lord Hagen das und gucken mal, ob wir Eis dafür kriegen, dass wir uns hier verranzt über den Pass geschlagen haben. Hier, bitteschön. Ich bringe dir Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladine haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert. Und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Okay. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Sehr cool. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Sehr schön. Ermächtigungsschreiben und Rune erhalten. Kann ich jetzt Paladin werden? Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Ein Kämpfer Inos zu sein, bedeutet sich ganz und gar in die Sache Inos zu stellen. Nur wenn du... Schwafelt nach wie vor so ein Bullshit. Okay, da muss ich erstmal was anderes leisten, bevor ich das werde. Aber ich glaube, da muss ich die Sache mit dem Auge Inos erstmal klären, bevor ich Ritter werde. So, schwere Milizrüstung habe ich nach wie vor. Zum alten Dämonenturm, Minental, genau, zur Hafenstadt. Sehr schön. Heiliges Licht haben wir ja schon mal. Und Ermächtigungsschreiben haben wir auch noch gekriegt. Jetzt gucken wir gerade mal das hin. Ermächtigungsschreiben für Pyrokar. Dem Überbringer dieses Schreibens ist Einlass in die heiligen Hallen des Klosters zu gewähren. Seinen Wünschen hinsichtlich der Inbesitznahme des Auge Inos ist unverzüglich nachzukommen. Diese Anweisungen sind durch Kraft meines Amtes als Generalbevollmächtigter der Insel und des Königs sowie durch den Beschluss über die Zweiteilung der Kirche Inos aus dem Jahre 2 des Feuers als berechtigt zur Kenntnis zu nehmen. Ich werde hierzu keine weiteren Erklärungen abgeben und erwarte, dass meinen Anforderungen Folge geleistet wird. Inos schütze den König, Lord Hagen. Das ist ziemlich direkt. Also, da muss ich Pyrokar, sag ich. Da muss ich Lord Hagen wirklich lassen. Da hat er sich absolut an sein Wort gehalten. Und da war er doch ziemlich direkt und ziemlich bestimmend, was meine A-Liga angeht. Also er hat sich auf jeden Fall hier an sein Wort gehalten. Das muss man ihm lassen. Er ist in der Hinsicht doch ein ziemlicher Ehrenmann. So. Gut. Also wir hatten Lord Hagens Wort und Lord Hagens Wort ist einiges wert. So viel können wir schon mal sagen. So. Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. So sieht's aus. Und dann können wir nochmal zu der Händler gehen. Die haben nämlich auch noch ein paar neue Sachen. Neues Kapitel und so. So, Hakon. Verschwinde, du Sträfling. Kanta hat mir gesagt, was du für ein mieser Kerl bist. Ach, ist es jetzt soweit? Okay. Er arbeitet auch den ganzen Und wie sieht's bei dir aus? Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Dir werde ich nichts verkaufen. Aha, Hense also. Hat er also seine Drohung endlich wahrgemacht, der scheiß Typ. Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Verschwinde. Ja, aber ich gehöre mittlerweile zur Stadtwache, so nebenbei. Ach, da ist er wieder. Sieh an, da bist du ja wieder. Warum sitzt du nicht im Knast? Ich bin freigelassen worden. Wie ich es dir schon sagte, ich bin ein einflussreicher Mann in der Stadt. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Eine dumme Sache. Tja. Du wirst hier am Marktplatz nicht mal mehr ein Brot kriegen. Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen für, sagen wir, 500 Goldstücke. Alter, was ein Arschloch. Okay, ja, der wird mir auch nichts verkaufen, ne? Ah doch, der verkauft man noch. Also Brot wäre ich schon noch kriege. So schlimm ist meine Lage jetzt auch nicht. Aber ich könnte mal ein bisschen mit Lord André schwätzen als mein Vorgesetzter. Das gefällt mir nämlich nicht so gut, dass sich der Scheiß hier rumspricht. 500 Goldstücke. Tja, die hätte ich zwar, aber ich will sie so im Arschloch eigentlich nicht unter die Nasreiber. Moment, hopp. So.
Dann speichern wir erstmal hier wieder. Yes, warum mache ich eigentlich die Yankee 2 Nimi? Das ist ja schon ewig her. So, Packy Boy. Hier. Hast du eine bessere Waffe für mich? Gut, dass du fragst. Wir haben ein paar ziemlich gute Klingen von Onas Söldnern bekommen. Sehr schön. Sie brauchten sie nicht mehr. Okay. Hier, nimm. Gut, dankeschön. Hat sich wohl doch gelohnt hier. Rubinklinge, die kann ich dann für 400 Gold wieder verkaufen an meinen Meister. Sehr schön. Schicki Sache. Okay, mein Drill Sergeant, wie sieht's aus? Okay, da kann ich einfach nur Training anfangen. Da mag ich mal mit Lord André über den Mistkerl do erzählen. So. Ich will... Bla bla bla. Okay. Verpetze kann ich nicht. Dunkeloffer. Das ist echt Dunkeloffer. Na dann muss ich das wohl leider mit Kanta aus der Welt schaffen. Irgendwie. Mist, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als den Schmierlappe auch noch zu finanzieren. Tja, die gute alte Sarah ist leider fort. Das ist echt Dunkeloffer. Na gut, dann rette ich doch mal mit dir, Mistkerl. Bist du gekommen, um zu bezahlen? Das darfst du keinem erzählen. Na gut. Na schön, ich bezahle. Du lässt mir ja keine Wahl. Gut. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass du wieder im Ansehen der Händler steigst. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Aber erstmal stehle ich dein Geldbeutel, du Arschloch. So. Geheimnis mehr. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Elender Mistkerl. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass der hier wirklich Macht über mich gehabt hat. Aber ich finde nach wie vor, ich habe das Richtige gemacht, dass ich die Frau nicht unschuldig in den Knast gebracht habe. Er wird sie irgendwie aus dem Geschäft geekelt Ich muss haben. weiter. Von mir. Ja, halt's Maul. Der wird sie irgendwie aus dem Geschäft geekelt haben, aber trotzdem, das gefällt mir überhaupt nicht. Trotz allem habe ich das Richtige gemacht. Es wäre einfach seinen Trank zu stehlen. Okay, wenn das so ist. 16:30 Uhr. Ei, wie die Zeit wieder vergeht. Okay, was soll ein Trank kosten? Na warte, du dreckiger Dieb. Ja, so kommt man natürlich hoch ins Ansehen, ne? Wenn man den Leuten erstmal hier was klaut. Wir können es doch einmal aus... Wobei, haben wir da irgendwas, was unser Attribut steigert? Ich mal hab was gucken. anderes gehört. Der erzähle ich gar nicht. Schutz der Waffen, Lebensenergie. Nö, und nur stärker. Er sollte Okay, lieber den Mund halten. na gut. Zeig mir deine Ware. Eventuell hat ihr was Schönes für uns. Elixier des Geistes für Mana-Bonus. Trank der Geschwindigkeit. Okay, also den holen wir uns auf jeden Fall. Für Mana-Bonus ist nie verkehrt. Dämon beschwören. Das ist ja interessant. Golem erwecken. Ich glaube da nicht dran. Lass mal erstmal gut sein. Aber so N-Attributssteigernde Trank ist definitiv nicht verkehrt. Redet einfach. Wobei, halte mal Gaul A, Geschwindigkeit, Amulett der Erleuchtung, Lebensenergie und Mana-Bonus, Gürtel der magischen Abwehr, Schutz der Magie 10. Nö. Okay, dann nehmen wir erstmal hier den Trank zu uns. Der gibt uns immerhin nochmal 5 maximales Mana. So, können wir als Ritter definitiv auch gut gebrauchen, weil wir dann ja auch mit Rune umgehen können. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Der hat wieder Rohstahl, das holen wir uns auf jeden Fall. Gürtel der Abwehrschutz vor Pfeilen. Das ist nur Quatsch sonst, ne? Ja, das ist dann sonst schon eine absolute Käse, was der bei sich hat. Okay, gewagt können wir schon mal gleich vergessen. Und es wäre einfach, sein Geldbeutel zu stehlen. Eichenhautschutz vor Pfeilen. Arbeitet auch den ganzen Tag. Leichte Armbrust 60, 40. Warte mal. 45, 30. Okay. 45, 30, 40 Stärke haben wir auf jeden Fall. So, die leichte Armbrust. Ah, die ist zu teuer für uns derzeit. Okay. Das ist natürlich Dunkeloffer. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Dann muss ich halt nochmal zurück zu Harad. Dann kann ich hier schon mal eine Runde schmieden. Wir haben, wie viel Rohstahl haben wir dann in unserem Besitz? Derzeit 10. Ist in Ordnung. Dann mache ich mal 5 Rubinklinge. Dann dürfte das eigentlich laufen. Dann müsste die Geschichte eigentlich ganz gut laufen. So. Aber das Licht war eine Qual für Belia. Für den König. Und alles, was Dito. Enos erschuf, So. wurde von Belia zerstört.
Okay, der ist immer genau da, wo ich ihn nicht gebrauchen kann. Das ist unglaublich. Jetzt gib doch mal die Scheiß Hey, Esse hier frei. So, hier kannst du doch aber Gut. So. 400 Gold. Das ist schon mal nicht schlecht. So. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir ein bisschen mehr. 6, 7 und 8. So, weil später braucht man nämlich mehr Rohstahl für bessere Klingen. Deswegen mag ich zumindest mal 2 in petto haben. Oh. Wären sogar nur noch 1 übrig. Na gut. hey, du. Hier. Was? Ich könnte... Bla bla. Der hat auch noch 3 Rohstahl. Jetzt haben wir insgesamt. Sehr schön. Dann machen wir hier gewöhnliche Waffen. Rubin 1. 2. 3. 4. 5. Und 6. 7. Und 8. Und noch Annie. Ihr werdet euch wahrscheinlich... Ah, okay. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum ich keine Erzklinge schmied. Die kann man, glaube ich, bei ihm nicht verkaufen. Ich will... Gut. So. 3200 Gold. Das ist natürlich echte Wort. Dann möchte ich aber auch noch zu dem anderen Hansel gehen, bevor die Sohn untergeht. Und mag bei dem auch noch... mag bei dem Typ auch noch mal Silberzeug verkaufen. So. Okay. So, Dille, mein lieber Halvor, genau, so heißt du. Hier. Ich gebe dir für deinen gesamten Kram Und? 200 Goldstücke. Allerhaupt. Hier. Gut, ich war... Das war... Bla bla bla. Der erzähle ich gar nicht. Wobei hat er noch ein paar neue Fische im Angebot. Ehrlich, ich hab's So. selbst erlebt. Ah, nur stinknormale Fische. Okay. Keine spezielle Fische mehr für uns. Okay. Was du nicht sagst. Gut, dann haben wir jetzt ziemlich gut Kohle gemacht wieder. Das habe ich schon. Aber nicht genug Kohle, dass ich mir over das schöne Buch für 5000 kaufen könnte. Ach ja. So. Dann geht es jetzt wieder zurück an den Marktplatz. Und dann schauen wir mal. So. Ach ja, ach ja, ach ja. Ja, das ist halt immer die Sache, dass man sich halt immer mal wieder zwischendrin ausrüsten muss. Und ich mache das ungern, dass ich dann sage, ah ja, ich mache jetzt hier einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt Zell und jenes gemacht. Ich mag das nicht. Ich finde, es gehört einfach dazu, auch wenn es dann viel mehr Teile gibt, das ganze Projekt, dass man halt wirklich von Anfang an dabei ist. Und dass man da wirklich alles sieht, was gemacht wird. Finde ich einfach persönlich ganz schön. So. Zeig mir deine Ware. Genau, ich will die leichte Armbrust haben. Und die habe ich die normale Armbrust schon verkauft, ne? Oder? Armbrust, ne, da haben wir sie noch. Okay. Sehr schön. Haben wir jetzt auch die etwas stärkere Armbrust-Variante. Dann speichern wir bei der Gelegenheit nochmal und versuchen, seinen Geldbeutel zu klauen. Sehr schön. Gut, gut. Dann bei dir. Gewagt. Nee, komm. Ich möchte spenden. Gucken wir mal, ob uns das was bringt. Inus, Ja. segne diesen Mann, lass dein Licht über ihm leuchten. Schenke ihm Kraft, nach der Gerechtigkeit zu handeln. Sehr schön. Mana plus 2 ist definitiv nicht verkehrt. Jetzt haben wir insgesamt Mana 25, Geschick 37, Stärke 43. Shenny Sach. Jo. Dann sollten wir in Richtung Kloster gehen. Apropos, Typen ausplündern und so. Wie sieht's denn bei dir aus? Okay, ja, komm hier. Ich hab's mir überlegt. Ich zahle dir die 10 Goldmünzen. Wunderbar. Lieber spät als nie. Und nun?
So, seine Hilfe brauche ich nicht. Da hinten sehe ich schon, dass ein Suchender auf der Lauer liegt. Was wir aber wiederum machen könnten jetzt, wäre eine kleine Abkürzung nehmen. Ich weiß ja noch, dass dass das Gedöns mich da Richtung Tote Harpie teleportiert. Von daher wäre es, glaube ich, nicht so verkehrt, wenn wir hier Rumble in the Jungle machen täten und uns mit dem Ork hier noch anlegen würden. Ich glaube, den kleinen Ork kriege ich schon platt gemacht. Na, wo war dann diese Orkhöhle? Hier, genau. Den kleinen Ork dürfte ich fertig machen können. Und dann komme ich bei der Tote Harpie raus. Das spart uns schon gut Wegstrecke. Für die Zukunft, ach. So. Alla hopp. Dann probieren wir mal unser Glück. So. Okay. Dann komm mal her, du scheiß Typ. Oh, Krieger ist es sogar. Ups. Komm her, du. Okay, es war noch nicht mal ein Ork-Speer. Ups. Das war sogar ein Volltreffer von einem blöden Ork. Komm schon her, du Mistkerl. Komm her, du. So schwer sind die Knabe jetzt auch nicht zu besiegen. Ups, aber sie töten mich ziemlich schnell. Okay, das war nicht so gut. Guck mal, dass wir das anders gelöst kriegen. Anders vor allem. Ohoho. Guck mal, dass wir es irgendwie anders kriegen. Haben wir noch Eiswelle haben wir noch übrig. Alle hopp. Probieren wir es doch mal mit Eiswelle. Den Kerl einzufrieren. Und dann gibt's volles Pfund aufs Maul. So. So, der Wolf ist schon mal tot durch. Den Ork-Krieger können wir so bestimmt auch noch wegfetzen. Hoffen wir es zumindest mal. Weil ich mache mittlerweile ein bisschen mehr Crits und ein bisschen mehr Schade. Dürfte hoffentlich irgendwie ausreichen. Na komm her, du. Uiuiui. Du willst aber einer genau wissen. Nur ganz am Anfang in der Letterrüstung und so war das definitiv nicht machbar. So ist es doch relativ gut machbar. So, wenn man ein bisschen trickst, aber später sind wir stark genug, dass wir keine Tricks dafür brauchen. Nur können wir uns dann eine Knabare einfach so im Kampf stellen. So, das noch und ein bisschen Fleisch. Sieht die Welt schon ganz anders aus. So, Wolf. Da haben wir noch eine Truhe. Links, rechts, rechts, links, rechts. 3 Dietriche, 31 Gold, 320 Bolze, 320 Pfeile und ein Fisch. Tja, dann hat die Stadt jetzt außerdem auch noch einen Ork weniger, um den sie sich stören muss. Und dann auch noch einen Krieger. Also das ist schon leicht die Sache. So, du können wir jetzt auch nochmal speichern. Dumm. Und hua! Die Teleportsteine. Der Teleportstein in der Höhle östlich der Hafenstadt führt zur Taverne zur Toten Harpie. Alle hopp. Da ist auch noch ein Friedhof. Ah, ein paar Mole Rats. Euch mache ich fertig, ihr Fleischlieferante. Ziemlich aggressive, ziemlich große Nacktmulle. So. Okay, also auf den Friedhof hat es mich geführt. Mart Mulgo, 721 bis 779. Na dann. Ist ja alles klar, ne? So, dann sind wir hier bei der Tote Harpie. Sollten wir vielleicht auch nochmal speichern, bevor es wieder kommt. Da ist er. Und dann habe ich in die Hose geschissen. Und zwar gewaltig. Weil so ein Suchender ist nicht ohne derzeit. Im Original Gothic 2 ohne Add-on sind die durchaus machbar, die Jungs. Dadurch sind die, glaube ich, auch nur 120 Erfahrungspunkte wert. Und ziemlich easy noch fertig zu machen. Die stecken bei weitem nicht so viel Prügelei wie hier. So, ich hoffe jetzt mal, dass die in Richtung Kloster jetzt nicht so stark vertreten sind.
Weil so viel Hauptquest machen wir auf jeden Fall noch. Und dann können wir uns dem anderen Gedöns widmen. Okay, das ist sogar nicht vergrützt hier, der Schrein. Dann sollten wir hier nochmal speichern. So. Ich hoffe, es gibt Attribute dafür. Nee, das ist leider nur so Knauser-Gedöns. Knausrische Götter mag ich ja überhaupt nicht. Ich mag Götter ja nur, wenn sie wirklich auch was spenden, was aktiv für das, was ich ihnen gebe. Von daher lassen wir das mal sein. Hups! Scheiße, voll in die Hände gerannt. Gib auf, solange du noch kannst. Niemals! Es gibt kein Entkommen für dich. Dass die sich so nah ans Kloster trauen. Das finde ich echt heftig, dass die Typen sich echt so nah ans Kloster trauen. Naja, ich prügel ihn jetzt einfach mal den ganzen Weg entlang. Das scheint ja irgendwie noch Wirkung zu haben auf den, dass er nicht so viel zaubern kann. So. Also mit viel Glück können wir so eine Jahre erledigen. Aber ich will mein Glück definitiv nicht überstrapazieren mit einer Suchende. So. Weil Eisstecke können die auf jeden Fall, die Bursche. Das sind ziemlich gute Schwarzmagier. Steht sogar noch Vivi aus Final Fantasy 9 Glotzer. Alter Falter. Aber wenigstens ein Trank hat er noch für uns. Kleine Entschädigung. Ja, irgendwelche Wölfe sind auch noch auf uns aufmerksam machen. Du frischst jetzt nicht noch an dem ekligen Typ rum. Du weißt ja nicht, wo der überall war. It. So. Und ich petz mir jetzt so für so ein mittlere Trankreihe und noch ein paar Stücke Fleisch. Also, das verbitte ich mir. Selbst für so einen Wolf. Das ist doch ekelhaft, an so einem schwarzen, an so einem Nekromant oder so ein Spaß da rumzunagen. Weiß ja nicht, wo der überall war und wie die unter der Maske aussehen. Bäh. Pfui Teufel. Oh, der ist aber nach wie vor hier in Hellzer-Stellung. Der gute Meister Iskarot. Deswegen speichern wir bei ihm auch nochmal. Hey. Hi. Hier. Zeig mir deine Ware. Tja, der hat leider nichts Spannendes für uns. Und die sind mal ein bisschen zu teuer, um ehrlich zu sein, die Tränke. Nee, die Zauber sind nicht wirklich was. Eisblock, oh doch. Oh, hoppla. Jetzt habe ich noch Eispfeile gekauft. Kleiner Feuersturm. Kaufen wir auch noch. Irgendwie aus Mitleid. So. Ring der Erleuchtung, Mana-Bonus und Lebensenergie-Bonus. Lassen wir mal gut sein. Möge Innos allzeit über dich wachen. Das ist gerade so kracht. So. Und weiter geht's. Weil Eisblock können wir definitiv gut gebrauchen. Das ist ein ziemlich nützlicher Zauber. Halt die Schnees. Burschhalter. So. Aber es wundert mich echt, dass diese Suchende wirklich so nah bis zum Kloster gehen, wo sie eigentlich sofort als heilige Feinde erkannt werden müssten oder als absolute Gegner erkannt werden müssten. Da steht noch hier so ein Hansel davor. Das wäre einer. Ups, der Jorgen. Hey du. Hey du. Warst du schon mal im Kloster? Nö. Oh, hier leckt's aber Kann wieder sein. gewaltig. Wieso? Nehmen die noch Leute? Ich weiß sonst nicht, wo ich bleiben soll. Heieiei, warte mal. Gehen wir erstmal ein bisschen weiter weg, nee, ein bisschen näher dran. Versuchen mal das Lag irgendwie in den Griff zu kriegen. Hey. Ja, fängt die gerade wieder an. Okay. Wo kommst du her? Ich war Kapitän eines großen Walfängers, mein Junge. Die See ist mein Zuhause. Was willst du denn im Kloster? Oh Mann, hängt das gerade wieder. Mein Schiff, die gute alte Magdalena, ist vor einigen Monaten von Piraten versenkt worden. Und nun bin ich hier gestrandet. So. Ich wünschte mir nichts mehr, als wieder in See stechen zu können. Doch seit ich hier bin, hat in dem verfluchten Hafen kein Schoner mehr angelegt. Tja. Ach Gott.
Ich jetzt eigentlich ganz gerne überspringe hier das Das Gespräch. einzige Schiff, was in Korinis vor Anker... Ich überspringe jetzt einfach mal wirklich, weil das ist etwas ätzend. Besser du verschwindest von der Straße. Mach dir keine Sorgen. Ich habe schon gemerkt, dass die Wildnis hier draußen in den letzten paar Tagen verdammt gefährlich geworden ist. Mhm. Gut, alles klar. Weil, wenn es so hängt, dann möchte ich auch ungern Gespräche anfangen. Ich hoffe, dass sich das Rumgehänge erledigt hat, wenn wir wieder im Kloster sind. Weil die Gegend ums Kloster scheint ja wohl ziemlich lag-anfällig zu sein. Aber im Kloster selber müsste es dann eigentlich etwas besser laufen. Hoffe ich doch. Ja, ab hier läuft es wieder flüssig. Okay, gut. Das ist nur die Gegend ums Kloster rum. Ich glaube, das ist Milton doch hier, oder? Der hier davor steht. Alter Junge. Ja, das ist er. Hi. So. Wie bist du so schnell zum Kloster gekommen? Was soll die Frage? Ich habe mich durch den Pass geschlichen und dann auf direktem Wege zum Kloster begeben. Zugegeben, es war nicht immer leicht, den ganzen Monstern auszuweichen, die sich diesseits des Tales breit gemacht haben. Aber letztlich hatte ich weniger Probleme als erwartet. Okay. Dann, hier. Weißt du, wo die anderen sind? Gorn hat seinen Kerkeraufenthalt bei Garond ganz gut verkraftet. Jedenfalls wollte er zu Lee und gucken, was auf dem Hof so passiert. Gucken Nach wollte dem er. Kerkeressen wird er sich wohl gerade den Wanst vollschlagen und die Vorräte der Söldner auf eine echte Bewährungsprobe stellen. Diego hat was von einer Abrechnung gemurmelt. Ja. Keine Ahnung, was er damit meinte. Dann habe ich schon gefunden. Ich vermute aber, dass er in der Stadt ist. Du kennst ihn ja. Immer da, wo was zu holen ist. Okay, und Lester ist bei Xardas. So, dann hier. Weißt du etwas über die vermummten Gestalten? Nein, aber ich habe ein ungutes Gefühl bei diesen Typen. Sieh dich vor, wenn du ihnen begegnest. Und dann hier. Ich muss dringend ins Kloster. Ich kann dich nicht ins Kloster lassen. Ich bekomme Ärger mit dem Hohen Rat. Ohne Erlaubnis meiner Vorgesetzten darf ich niemanden ins Kloster lassen. So, hier. Ich habe einen Brief von Lord Hagen. Zeig mal her. In Ordnung. Hier hast du den Schlüssel vom Kloster. Pyroka ist in der Kirche. Gut, das habe ich wieder zurückgekriegt. Und ich darf jetzt einfach so ins Kloster reingehen. So. So, willkommen im Kloster. Hätten wir uns am Anfang entschieden, Magier zu werden, wären wir schon ziemlich früh hier gewesen. Und hätten dann hier noch unsere Quests gemacht im Kloster, damit wir die Magierwürde kriegen. So, Novize, Argon, Unkraut, sowas hätte man zum Beispiel machen müssen, Unkrautrupfer. Und Palan, das wäre unser Mentor gewesen, der uns hier eiweist. Und hin ist die Kirche. Ich weiß nicht, warum man dir erlaubt hat, das Kloster zu betreten. Ich bin Palan und verantwortlich für unsere Novizen. Ich möchte nicht, dass du sie durch dumme Fragen von der Arbeit abhältst. Ist das klar? Passt. Klar. Das will ich hoffen. Gut, so. Hast du sonst noch was für mich? Ja, als Angehöriger des Ordens bekommst du den Schlüssel zur Bibliothek. Dort findest du die Brüder Karras und Hyglas. Falls du es wünschst, kannst du dort mit ihnen sprechen. Aber lass meine Novizen in Ruhe. Ach Gott, ist ja gut. Die Chorknabe gehören dir. So, dann ist hier noch so ein kleiner Schrein. Das war, glaube ich, der Typ, der auf Windmagie und so spezialisiert war. Hier. Was ist deine Aufgabe hier? Ich bereite die Paladine auf den Kampf gegen das Böse vor. Ah, sehr cool. Was ist das Böse? Es ist die Kraft Belias, des ewigen Widersachers von Innos. Es ist die allumfassende Schwärze, die versucht, das heilige Licht Innos für immer zu verdunkeln. Belia ist der Herr der Dunkelheit, des Hasses und der Zerstörung. Nur diejenigen unter uns, in deren Herzen Innos heiliges Feuer lodert, werden Innos strahlendes Licht in die Welt tragen und die Dunkelheit vertreiben. Ja, und deswegen rollen wir es wie Drecksau. So. Kannst du mir auch was beibringen? Ich verstehe mich auf die Magie von Eis und Donner. Ja, genau. Ihre Kraft kann ich dich lehren. Jedoch unterrichte ich nur Magier. Okay. Ist aber ganz lustig, weil Marduk ist der altbabylonische Obergott. Und der hat auch mit Unna Blitz und Donner als Domäne. So, dann mag ich doch nochmal hier kurz speichern. Und erstmal den Geldbeutel klauen von dem Kerl. Sehr schön, hat sogar geklappt.
Im Kloster leben doch nur Magier und Novizen. Das ist richtig. Im Gegensatz zu unserer Gemeinschaft, die das Wort von Innos verehrt, verehren die Paladine vor allem die großen Taten unseres Herrn. Wir sind die Vertreter Innos. Die Paladine aber sind seine Streiter, die in seinem Namen in die Schlacht ziehen und seinen Ruhm mehren. Okay. Warum erfahre ich das jetzt erst? So, Sergio. Ich habe schon von dir gehört. Du bist der Kerl von den Höfen, der im Minental war. Respekt. Du bist der Kerl von den Höfen, ja, alles klar. Nicht schlecht. Also die Paladine haben ja offensichtlich auch nochmal so kleine... Okay, das ist einmal wieder Innos knausert für dein Gebet. Ja, wie gesagt, das ist... Ach so, kleine Ecke, die Paladine hier noch eingerichtet haben. Was Damit... suchst du hier? Geh. Hoch, Alter, was geht mit dir Na ab? bitte, geht doch. Was geht mit dir ab, du Aff? So, hoch. Schlüssel. Okay. Wenn du einfach ein Schlüssel ist, warum dann nicht? Komm ich doch rein? Bibliothek. Ah, da komme ich auch so rein. Ja, in die Bibliothek komme ich eh rein. Da habe ich ja die Erlaubnis dafür gekriegt, ne? Ohne dass jetzt so ein Aff herkommt. Wer will sie hier? Okay. Hyglas. Ich bin Meister Hyglas. Servus. Hüter des Feuers und Bewahrer des Wissens. Hier. Was studierst du, Meister? Meine Forschungen beziehen sich auf das Feuer. Die Macht Innos. Es ist sein Geschenk und zugleich eine mächtige Waffe. Ja, du könntest dann Und die ich Rune bei erschaffe ihm lernen. Runen, in denen diese Kraft ruht. Genau, aber das geht's leider nur als Feuermagier. Von daher habe ich hier leider ein bisschen in die Hose geschissen. Da kann man dann noch was über Kreise der Magie und so lernen. Können wir mal ein bisschen durchlesen. Der erste Kreis. Runen des ersten Kreises und die zu deren Herstellung benötigten Ingredienzien. Verlegte Goldmünze, Verfeuerpfahl, Schwefel, kleiner Blitz braucht ein Bergkristall, Goblin-Skelett braucht Knochen eines Goblins, leichte Wundenheilen braucht eine Heilpflanze. Für die Herstellung einer Rune ist jeweils eine der ausgeführten Ingredienzien erforderlich. Dem Anwender muss die Formel für den Zauber bekannt sein und er muss seinen blanken Runenstein sowie eine Spruchrolle des jeweiligen Zaubers besitzen, vor sowie kommt nach wie vor Komma. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann er am Runentisch zu Werke gehen. Okay, das hat man dann hier, glaube ich, Runen des zweiten Grades. Genau, das ist dasselbe, was da rechts steht. Da braucht man für Feuerball, das ist nur 2. Grad. Hier braucht man Pech für Eispfeil, Gletscherquarz, Wolfrufen, Wolfsfell, Windfaust, Kohle, Schlaf, Sumpfkraut. Okay, was gibt's denn hier noch Schönes an den Buchständer? Dritte Kreis nach wie vor rechts dasselbe wie bei einer anderen 2. Mittlere Wunden heilen Heilkraut, kleiner Feuersturm Pech und Schwefel. Skelett erschaffen, Knochen eines Skeletts. Furcht schwarze Perle, das ist mächtig. Und für Eisblock, Gletscher, Quarz und Aquamarin. Für Kugelblitz, Bergkristall und Schwefel. So, was haben wir dann hier noch? Noch ein Buchständer. Und Prüfung des Feuers. So ein Novize nicht erwählt ist, mag es sein, dass er trotzdem die Bereitschaft verspürt, sich der Prüfung der Magie zu unterwerfen. Wenn er diesen Entschluss reiflich überlegt hat und er darauf besteht, ist es ihm gewährt, die Prüfung zu verlangen und kein Magier darf sie ihm verweigern. Doch nicht nur die Prüfung der Magie wird ihm auferlegt, sondern er soll durch das Feuer eine Erleuchtung finden. Wenn er vor dem Hohen Rat darauf besteht, so soll ihm die Prüfung des Feuers gewährt werden. In dieser Prüfung soll gleichermaßen die Klugheit, Stärke und das Geschick des Novizen gefordert werden. So soll er 3 Prüfungen erfüllen, jeder empfangen durch einen der Magier des Hohen Rates, bevor er den Eid der Flamme schwört und den Bund mit dem Feuer eingehen kann. So ist es Innos Wille und so soll es geschehen. Der Hohe Rat. Ja, das haben wir damals, oder was ist, das haben wir damals, so ein Quatsch. Das hätten wir gebraucht, wenn wir hier im Kloster gewesen wären. Und hätten das gewollt. Dann hätte man nämlich, ansonsten hieß es, ja, man braucht halt Jahre, um Magier zu werden und schneller geht's halt, wenn man sagt, ich will denn diese Prüfung des Feuers ablegen. 5. Kreis, Eiswelle, Gletscher, Quarz und Aquamarin, großer Feuersturm, Schwefel und Flammenzunge, Dämon beschwören, Herz eines Dämons oder eines Dämonen, schwere Wunden, heilen, eine Heilwurzel. So, was haben wir da noch? Buchkommode mit der 4. Kreis, großer Feuerball, Schwefel und Pech, Blitzschlag, Bergkristall, Gletscherquarz, Golem erwecken, Herz eines Steingolems und Tote vernichten, geweihtes Wasser. So, hier haben wir noch was. Der 6. Kreis, Feuerregen, Pech, Schwefel, Flammenzunge, Todeshauch, Kohle, schwarze Perle, Todeswelle, Knochen eines Skeletts und schwarze Perle, Armee der Finsternis, Knochen eines Skeletts, schwarze Perle, Herz eines Steingolems und Herz eines Dämonen.
und Monster schrumpfen, Knochen eines Goblins und Trollhauer. Hier könnte man dann hier diese Rune erstellen. Und Meister Karas ist ja auch noch. Ich suche Waschzupp und Riesling. Was genau ist deine Aufgabe? Mir obliegt die Ausbildung der Magier in der Kunst der sphärischen Manifestation. Was heißt das? Nun, ich lehre sie, Kreaturen oder Wesenheiten anderer Zustände oder Sphären herbeizurufen. Okay. Für gewöhnlich spricht man von Beschwörungen, obwohl dieser Ausdruck allein unzureichend ist, für die Kunst einen Diener zu rufen. Hier ist das erlaubt. Zudem besitze ich einige interessante Spruchrollen, die Gorax nicht hat. Okay, dann zeig mir deine Ware. Schauen wir doch mal kurz rein. Ja, das sind wirklich nur Beschwörungsformeln, die er hat. Ring der Unbezwingbarkeit. Zweimal wäre das bestimmt auch nicht verkehrt. Ich muss gerade mal gucken, was ich noch für einen Ring habe. Der Geschicklichkeit. Nee, dann lassen wir das. Okay. Dann hätte ich aber auch sagen, ihr liebe Leute, ich habe jetzt schon etwas überzogen. Und ich mache hier meinen Cut und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder im Kloster Ayan Yankee.